Es geht weiter, stets heiter. Zurück bei Pokémon Legends, yay, in unserem frisch entwickelten Duoclass. Oh yes. Das Team macht durchaus was her, ne? Und wir können es auch schon bereits weiterentwickeln, da wir einen Finsterstein haben. Ich habe mich auch noch ein bisschen schlau gemacht, wie es so ist mit den Attacken, die man noch lernen könnte, ne? Weil es ist oftmals in der Vergangenheit so gewesen, dass Pokémon, die sich per Steinentwicklung entwickeln, ne? Oder per Entwicklungsstein entwickeln können, dass danach keine Attacke mehr lernen können oder nur noch sehr wenige und wichtige Attacken eben nur dann noch erhalten durch TMs, Attackenlehre oder halt eine entsprechende Vorentwicklung. Das ist bei dem Spiel hier nicht so, ne? Das ist so, wenn ich jetzt Duoclass direkt weiterentwickeln würde, es wird trotzdem, auch in seiner entwickelten Form, noch die Attacken lernen, die Duoclass auch erlernen würde. Plus eben noch eine neue Attacke irgendwie so mitbekommen und ja, das heißt, das machen wir eigentlich noch, aber hier direkt jetzt so ein bisschen später. Denn wir sind eigentlich in der Vorbereitung für unser nächstes Event hier. Sprich, das Ding hier, Mega Camerupt. Das Vieh ist ein Feuerboden-Pokémon. Da habe ich mit einem Stahl-Pokémon ehrlich gesagt weniger Bock. Megane ist auch nicht die beste Idee. Und da dachte ich mir, wir stellen das Team mal ein bisschen um, kurzzeitig, ne? Auch wegen Level und so. Zum Leveln besser gesagt. Idee war auch schon mit Froxy loszulegen. Das dann vielleicht später mal. Das heißt, ich packe jetzt mal wieder neue Pokémon rein. Megane kommt auch mal wieder raus. Vorläufig. Ich würde vielleicht sogar Conny mal ein bisschen trainieren. Riolu ist, naja. Das ist die Frage, ne? Problem ist halt, der Name passt nicht so richtig bei einem. Ja, bei Scarabon stört es mich nicht, weil es entwickelt sich nicht mehr. Pokémon, die es noch entwickeln können. Nachher drin Lucario, was Rioluis heißt, ich weiß ja nicht, ey. Das ist das Zuneigungsproblem, ne? Weil ich nicht weiß, wann und wie ich die Zuneigung irgendwie optimieren kann an Pokémon. Will ich damit eigentlich noch ein bisschen warten, tatsächlich. Das heißt. Ich stelle da Ampharos rein, anstelle von, ja, Pandagro. Die stärksten eigentlich erstmal rausnehmen. Absol vielleicht rein. Ja, den ersten hat für Datignis oder so. Mal gucken. Erstmal lassen wir mal das Team so, wie es gerade aktuell ist. Ne? In der Form. Attacken noch gucken. Ich meine, Ampharos kann ja Juwelenkraft. Ne? Haben wir ihn nicht richtig geschnallt. Ich glaube, ich packe Donnerwelle raus. Also, Ladevorgang gemerkt, bringt durchaus was. Aber Donnerwelle ist, ja, Paralyse zum Pokémon fangen, vielleicht manchmal ganz cool. In dem Spiel bis jetzt nicht so gefühlt, ne? Bei Ampharos kann ja auch Lichtkanone lernen, ne? Ich überlege gerade, Stahl. Macht eine Stahlattacke bei Ampharos Sinn? Stahl ist effektiv gegen Eis-Pokémon, gegen Feen, gegen Gestein. Ich hoffe, ihr habt gerade alle. Ja, mein Stein. Man kann sie mal testen, ne? So, was habe ich hier noch Schönes? Das gewohnte Bild hier. Auch gewohntes Bild. Okay. Der Tignis. Da wird es bald mal eine Entwicklung zu Fiaro geben. Shilok, da war immer schon sehr drauf, sobald du mal ein Turtok bist. Eissturm. Ganz ehrlich, bei dir macht es momentan Spezialangriff nicht viel her. Wobei der physische Angriff stärker ist, das wundert mich eh noch. Deswegen ich lasse mal so, weil Eissturm macht nur 55 Damage. Icy hat ein bisschen mehr Power drauf. Ah, ne, warte mal, stimmt, da fällt mir was ein. Ich wollte eigentlich noch Garados mitnehmen. Anstelle von, ja, schlag mich tot, welches war es jetzt? Eigentlich anstelle von Ampharos tatsächlich. Weißt du was, ich switche es gegen Hundemon. Vielleicht fliegt Hundemon auch generell raus, weil Hundemon theoretisch schon ein cooles Pokémon, aber es braucht auch viel mehr Erfahrungspunkte zum Entwickeln. Leider zum einen. Und zum anderen, gerade jetzt gegen so ein super starkes Camerupt, will ich lieber mit den beiden ran. Ich gucke auch, dass wir noch einen Garados nicht kaufen können und einen Turtok nicht, ne? Das ist eigentlich auch noch so meine Idee, die ich habe.
Sonst noch ein Trainingsfach, ne? Kann ich mal die Fossilien noch einlösen. Finsterstein, Silberstaub, Pudersand, Seidenschal. Ja, Attacke vom Typ normal. Kann ich auch mal nutzen für die Entwicklungen, ne? Naja. Später mehr dazu. Donnerblitz, ja, für Ampharos wäre das schon mal cool. Sonne geht gleich unter, das ist eigentlich auch richtig so. Ich würde, glaube ich, sogar dann mal noch die eine andere Sidequest mitnehmen. Also das Ding hier wäre ganz cool. Das vielleicht auch. Die Dinger vielleicht noch warten damit. Wohl. Ja, vielleicht bei alle Farben. Die Knospi-Ausstellung wäre eine Idee. Ich meine, gibt 10.000 Pokédollar, ne? Wir brauchen Kohle. So. Die Sonne geht unter, ja. Wir warten jetzt mal kurz, bis Sonnenuntergang ist. Dann gibt es einen Kampfsektor. Wir können mal gucken. Sherox ist eigentlich auch ein geiles Pokémon, ne? Vor allem mega Sherox. Aber ich glaube, Sherox habe ich irgendwie gehört, das sei ein bisschen problematisch in dem Spiel. Dann gucken wir mal. Wir machen erstmal einen Cyclone, einen Metallmantel und dann schauen wir weiter. Kampfsektor. Also Punkt Nummer 1, wir haben noch Sektor 10. Da fehlen noch ein Pokémon. Welches dürfte das wohl sein? Das Anfang ist natürlich jetzt einer gegen die sowieso geil. Aber wenn du fast dasselbe Level hast, Kumpel. Nur mal so by the way erwähnt, ne? So, können ja auch mal kommen. Ups, volle Attacke. Machst doch bisher einen ganz guten Job, Kumpel. Kumpel Amphi, ne? Warte mal, da geht's da unten. Da war noch gar nie, ne? Zapladin gibt's hier, interessant. Zum ersten Mal K.O. gegangen, das ist doch ein Zapladin. Das gibt's doch nicht, hey. Ja, gar nicht an, dass das Vieh so stark ist, aber okay. Wir haben es gefangen, also einen haben wir trotzdem. Da war hier ein Zapladin. Okay, ob das wirklich nur nachts überschaut, war ich jetzt einfach zu doof. Naja. Mission erfüllt, sag ich jetzt mal, trotz allem. Wir marschieren zum Kampfsektor, weil hier kommen eben noch am besten Leveln tatsächlich. Und ja, unsere Pokémon müssen stärker werden. Ein bisschen zumindest. Nicht alle, aber ein paar. Gardevoir, ja, der Tignis eigentlich schon. Gardevoir ist eigentlich schon stark genug. Ernsthaft? Ist das die Rachen vorhin oder was? Ach stimmt, ich habe mit Donnerschlag angegriffen. Ne, ist ein Elektro-Pokémon. Aber jetzt im Wasser leben, das ist so hell. Ja. Dratini! Ein Dratini wäre natürlich schon mal geil. Ein Dracura, ne?
Typ Pflanze, ja, momentan wird daraus nix. Obwohl, doch, habe Gardevoir, stimmt. Challenger-Tag gesammelt. 32.000, ja, geht's noch höher. Da ist ein Glutexo. Ich hatte die Wahl, ich hätte einen Glumanda haben können, ich Trottel. Ja, man kann es bitte mal anvisieren. Shilok macht er schon. Alpolo. Das hat sich aus Alpolo. 32.000 Challenger-Ticket, die sind ja bescheuert. Luftschnitt. Was? Oh, vergiftet. 35 war Entwicklung, okay. Ja, 75er bis halt speziell, ne? Da bringt da nichts. Gut. Der Ticknis. Das hat wieder Entwicklung. Also auf Jahre lang haben wir eine mega Entwicklung verdient, ne? Fiaro. Sturzflug. Oh yeah. Das kann man durchaus machen. Ja, Eros zwar schnell natürlich, aber hat auch einen Ruckzuck-Hieb. Wenn ich Schnelligkeit haben will. Aber in dem Spiel. Dann wieder Sturzflug, ne? Wie sieht's denn aus? So tiermäßig, hast du irgendwas Cooles? Kehrtwende. Durchaus eine Überlegung wert. Theoretisch. So, also Fiaro. Wie sieht denn das Vieh eigentlich aus? Hier, im Spiel. Ja, doch. Ein schönes Pokémon. So. Den noch kurz heilen. Wunderprächtig. Shilok 33, der war noch 3 Level, ne? Ist da oben jemand? Was zum? Das kann man sagen. Okay. Ja, hätte rollen müssen, ne? Okay. Gehen wir da weiter. Da hätten wir ein Eis-Pokémon. Ja, wenn Shilok schon eine Stahlattacke hätte, wäre es durchaus praktisch. Gyarados oder da eigentlich nicht dran. Corny vielleicht? Die haben schon länger nichts mehr gemacht. Leider kein Megaschleim für dich. Ey, komm, ich war schneller. Ja, jetzt muss ich mit Fiaro ran. Pflanz Eis, da habe ich gar keine andere Wahl.
Wer ist mein Käffchen? Dankeschön. Habe ich eigentlich schon. Ne, noch ein bisschen fehlt immer noch. Was ich mir gerade noch gefragt habe. Wegen Erfahrungspunkten und so. Hatten wir nicht irgendwie mal was bezüglich. Oh, war das schon wieder? Hier. Rote Canarian. Wir können irgendwie noch mehr davon haben, diese Canarian hängen, oder war das irgendwie gelogen? Die wenige Trainer, ne? Ah, da ist noch einer. Ein Sturzflug bringt manchmal wahres Wunder. Oh, vielleicht nix, wollte gerade sagen. Aber noch was. Ist das ein Subplatin oder was? Ein Emolkadu. Elektroflugviech. Überlebt sogar, krass. So. Lassen wir mal noch. Okay. Die kommen sonst soweit gut voran, ne? Jetzt ist halt die Frage mit der Box schon wieder. 35, 35, gleich mal Absol rein, nochmal so just for fun. Auf Jaro. Zapladin leider die falsche Box. Wir haben uns auch schon überlegt, ob er hier mal einen Rockheimer, also so Ganovil, Rockheimer mal mitnehmen soll. Der Rockheimann, Spezialangriff niedrig, Spezialverteidigung dafür höher. Ein Rotomorph und so, ne? Wesenhart, das musst du eigentlich mitnehmen ins Team. Na komm. Wenn ich schon mal so ein hartes Wesen habe. 5. Gem, wenn ich nicht komplett irre. Und ich mag das Vieh eigentlich sehr gerne, muss ich zugeben. Auch die Entwicklung. Kann natürlich ein bisschen dauern, bis der soweit ist, ne, vom Level her. Aber hey. So, ein Rotomorph. Schön, wa? Warte mal, der kann dir doch als Item ein Ding geben hier. Pudersand, genau. Haha. Zum Glück hast du keine Mega-Entwicklung. Also zum Glück, naja. Kann man so oder so sehen, gell? Ich meine, ich glaube nicht, dass alle Pokémon mal eine Mega-Entwicklung kriegen werden, aber wäre schon cool, wenn es noch ein paar mehr gäbe. Also, ein paar mehr gibt es natürlich schon viele, aber der größte Teil wäre schon cool. Warte mal, jetzt überlege ich gerade, was ich noch alles gebe. Du wirst aber mal entwickeln können, Kumpel. Haben wir Steinhagel durch Sandgrab. Schwerttanz, aber der ist natürlich auch cool. Schutzschild ein Grau, bedingt dadurch, dass du eigentlich eher ein bisschen schwach bist. Wenn es entwickelt, hätten wir nach dem Boden Stahl-Pokémon, ne? Wäre doch auch cool. Na du?
Donner-Squad, Donner-Squad. Okay. Oh, das ist ein Unlicht-Pokémon. War das Garbon? Goifwaff. Jetzt wird es ja richtig spannend. Was war das schon wieder für ein Out? Das war aber nicht das Kleopatra-Outfit, ne? Eine Frisur, das dieses Vieh hat. Was? Da ging daneben? Fies. Dann mach's einfach mal platt. Dankeschön, Scarabon. Preismedaillen für dich. Dankeschön. Mega-Energie wieder schön gesammelt. Ja, Gardevoir hat die ja nicht Ding, ne? Eine Pflanzenattacke, also wir das Ding hier so. Wow! Uff. Da glaube ich einfach nicht, ey. Ich kann nur so ein Pech haben. Die Treppe hat Attacke abgewehrt. Ich krieg die Krise. Mann, okay, von oben kommen müssen. Ja, ist egal. Ich muss zugeben, die Idee, im Gedankengut zu geben, ist gar nicht mal so übel eigentlich. Statt Hypnose. Weil Hypnose, ja, Schlafen gibt es ja nicht, ist eher schläfrig, ne? Und schläfrig ist auch gut, zum irgendwie ein Pokémon einzufangen, aber sonst hier zum Kampfen so gefühlt eigentlich weniger. Das kommt mir oftmals so vor. Also wohl Gedankengut lernen, ne? Na hier. Tagesanbruch steht bevor, ne? Das wäre sehr ungern tatsächlich, aber was willst du machen? Was sagt mein Megameter? Okay. Schätz mal, wir haben bald alles, ne? Ist ein Fee-Pokémon. Aber eine Gift, eine Stahlattacke im Team? Nö. So kann man was, dann kann ich auch Garados einsetzen. Hat zumindest ein bisschen Power. Da sie ein Elite-Pokémon ist, müsste ja, glaube ich, sogar 3 Werte von ihm, mindestens 3 Werte auf maximalem DV-Wert von 3 Werte müssen eigentlich maximal sein. Glaube ich, jetzt zu erinnern. Mindestens vielleicht sind es auch mehr. Mann, wieso war es nicht schneller, Kumpel? Ich bin schon mal ein Drittel, ne? Nimm mal Beleber, komm. Ein neuer Tag bricht an. Ja, vielleicht kann er irgendwie... Oh, wohl Tenso. Wenn schon eher Rotomorph. Aber jetzt sowieso nix. Preisgeld. Sehr viel Kohle.
Ja, ein bisschen doof gelaufen zwar, aber hey, was soll's. Also, dann würde ich sagen, und nicht verzagen, kümmern wir uns um welche Dinger? Da gibt es auch ein bisschen Kohle, Granitstein, Seetangbeeren. Moment, bin ich gerade unsicher. Waren die jetzt zum EVs erhöhen oder zum Zurücksetzen, ne, waren es? Also Knospi-Ausstellung. Gibt 10.000 Pokédollar, ne? Kann man machen. Und vor allem, wir können es brauchen. Das heißt, man muss noch den Megastein für Turtok vorher verzichten, weil ich glaube, das kriegen wir nicht mal auf die Schnelle hin. Stattdessen halt den Megastein für Gardos mal holen. Ja, warte mal, ich bin Rang F. Kriege jetzt irgendwie bessere Items? Nö. Sind noch scheiße. Kacke. Also. Die Knospi-Ausstellung, ne? Also, brauchen Knospi im Team. Sonst wird's schwierig. Wo hatten wir? Hier. Kein Plan, was das bringen soll, wenn wir ehrlich sind, aber hey. Corny, so. Der kann ja sowieso im Kampf auch nicht brauchen. Da geht er sofort down. So. Ja, da bist du ja. Du hast ein Knospe dabei. Wunderbar. Du heißt Michael. Ein schöner Name. Er spiegelt das Potenzial an sich öffnen Knospe wieder. Okay. 5.000. Ja gut, wenn nur 10.000 wir bekommen, ist der Verdienst jetzt nicht so groß. Oder besser gesagt der Gewinn, ne? Hält sich in Grenzen. Viele Knospis. Beginnen wir mit Stefans Knospen in der Stadt Nummer 1. Einfach brillant. Ja, es wird das gewisse etwas. Und dann geht es mit der Stadt Nummer 2, dem Knospi von Jean-Luc. Spi. Leute, das ist ein etwas kränklichen Teint. Ein wenig mehr Sonnenschein. Mit Akaris Knospen in der Stadt Nummer 3. Kno. Das ist riesig. Das ist aber ein ordentlicher Brocken. Fettshaming. Eine Fülle am Pollen ist nicht zu übersehen. Das Knospi von Michael. Knospi. Jo. Es ist phänomenal. Sein leuchtende Farben, sein frischer Glanz. Dieses Knospi ist wahrlich makellos. Herr Vorsitzender, diese Knospi ist eindeutig. Ja, es liegt eine einstimmige Entscheidung vor, oder? Es ist superb. Perfekto. Das war Schicksal. Wir trainieren hart. Früh ins Bett gehen, früh aufstehen, 3 Mahlzeiten und Mittagsschlaf. Also Mutter, dem du folgst. Ohne Erholung kann nichts wachsen. Schöner braucht Zeit zum Erblühen. Ohne Erholung kann nichts wachsen. Inspirierend. Okay, du kriegst 10.000 Pokédollar. Danke, muss dafür auch 5.800 zahlen. Wundersaat, ja. Eine gute Seite auch für Meganie, aber momentan halt, naja, Mega Power und so, ihr versteht schon. Nicht ganz so einfach. Okay, dann kommt Knosp wieder raus. Jetzt zurück in die Box. So, dann machen wir uns langsam aber sicher auf dem Weg zu unserem Gegner. Ich will halt trotzdem mal Pandago mitnehmen. Ja, also Corny bringt eigentlich nicht viel, tatsächlich. Aber wenn schon ein bisschen Power. Hankrum, Ampharos bringt mir auch nichts. Im Feuerboden-Pokémon, ich habe zwar Juwelenkraft, aber ganz ehrlich, setzt eine Attacke an und weg bin ich. Das wäre ein bisschen doof. Vielleicht doch Corny mitnehmen in der Rückhand.
Dann halt Garados und ich habe Gardevoir noch, die ein bisschen Power haben. Corny und Rotomorph, ja, ein bisschen entwickeln können, also ein bisschen, ja, Fangspunkte kriegen, Shillock auch. Dann natürlich bald einmal das Turtok-Need wäre ein Thema, dazu später mehr. Beziehungsweise, nee, ich würde sogar sagen, jetzt mehr, ne? Wo war denn schon wieder? Das war bei der Quasar Corporation, ne? Wir können doch hier die Dinger kriegen, ne? Also ein paar zumindest. Den Turtok Need zwar nicht, den Turtok Need nicht. Mhm. Aber den Garados Need war es doch. Eberbonbon, ja, das war ja nicht schlecht. Taubos nicht, Voltenser, Hundemon nicht. Da oben ist der Garados nicht, okay, ganz klar leisten. Senlong nicht, Simslan nicht sind zu teuer, warum auch immer, ne? Also ich verstehe sowieso nicht, warum die Items teuer sein müssen als andere. Die machen alle dasselbe. Scarabor nicht, wäre irgendwie auch cool. Lucario nicht, dann später sind wir erstmal Garados nicht mitkommen. So, Garados, heißt, du kannst bald mal ein bisschen Megamorphen, ne? Ja. Und nehmen jetzt bei Shillock Turtok, der bringt halt momentan nichts. Weil ich müsste Shillock erstmal entwickeln können, dafür brauche ich noch ein bisschen. Für da die ganzen Bonbons hier rein, dafür nicht aus. Leider, ist ein bisschen schade. Das kann ich mir auch sparen. Hä? Vielleicht hier mal den noch bei Rotomorph, der könnte was bringen. Der M vielleicht noch. Da als Boost-Attacke, ne? Aber entwickeln ist ihn noch nicht. Ne, da war irgendwie bei den 30ern herum oder so. Gut, das heißt, ein Turtok nicht kaufen kann ich mir eigentlich noch sparen. Weil es eh nichts bringt, das heißt, geh mal hier hinkommen. Wir können den Kampf zumindest mal starten. So. Stimmt, ne? Mega Gardevoir ist noch drin, da ist noch volle Power. Ja, dann kannst du ein bisschen was machen dann. Da entlang. Dann hoffen wir, dass ja, Garados und Shillock ein bisschen was reißen. Mega Kamerupt, ja, es ist halt ein Feuerboden-Pokémon. Unangenehm. Ah, hallo, wir sind in meinem Hotel Set begegnet, oder? Du bist gerade das Gesprächsthema Nummer 1 in der Stadt. Warum das? Ja, sie reden von einem Trainer, der schlagartig im Rang aufgestiegen ist. Ich bin im See Royal auch dabei, weißt du? Da kriegst du einiges mit. Ja, ist nichts Wichtiges zu tun, als hier rumzulungern. Das macht ihr vom Ackermann. Da oben ist ein gefährliches Pokémon. Da geht nicht. Die Gefahr gehört zu unserem Alltag, Junge. Aber wir haben nichts zu tun. Wenn du uns bei den Querer kommst, kriegst du eins mit meinen Jungs zu tun. Ja gut, dann kämpfen wir halt schnell. Nohang ist sie wohl zu Kopf gestiegen, was? Hey du, zeig's ihm. Jo Mann, check it out. Vor allem der alte Knacker kann natürlich eine Mega-Entwicklung durchführen, ne? Hat hier im Helm so einen Megastein drin. Donner Squad, der auch? Na toll, Mega-Entwicklung zurückgesetzt. Hä? Feuerboden, das ist sogar mal ein guter Moment für sowas. Interessant. 3 Megamanie-Pokémon, aber nur bei einem kann man irgendwie noch vorher trainieren. Chef, ich hab verloren. Wir ziehen uns vorläufig zurück, Mann. Gehen wir, Jungs.
Große Klappe, nichts dahinter, ne? So, dass du warten musstest. Da oben soll gerade die Mega Man-Entwicklung stattfinden. Wir müssen jetzt das Ding hochklettern? Es bleibt wohl nichts anderes übrig. Ja, vor allem, wie kommt ein Kamerad überhaupt hoch? Also, sorry, aber wie geht denn das? Naja. Wie man sei, Freunde, das soll soweit gewesen sein für die heutige Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und dann, ja, hoffentlich wird Mega Garados ja einiges reißen können. Shilok hoffentlich genug Erfahrungspunkte kriegen für die Entwicklung dann, ne? Und ja, eben aufgrund der Tatsache, dass wir einen Feuerboden Mega haben, da bringt mir gar nichts. Auch wenn sich ein bisschen was tanken könnte, Fiaro. Ja, bringt nicht so viel jetzt. Ampharos erst recht nicht, Duokles auch nicht. Die kommen wieder später ins Team, ne? In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.